Hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Schweizer zu der nächsten Folge World of Warcraft. Ja, wir sind hier irgendwo in Tristeza stecken geblieben, wo wir ein paar Quests angenommen haben. Und zwar irgendwo da hinten rum. Und ich hätte jetzt gedacht, wir machen uns eigentlich mal auf den Weg zu diesen faulenden Herzen, die wir hier einsammeln müssen. Wir sehen ja da schon beim Eis wieder eingezeichnet, wie, was, wo. Und nebenbei habe ich mir gedacht, ich versuche heute etwas ziemlich Spezielles mal und ich habe keine Ahnung, ob das gut kommt, aber ich dachte, wir probieren es einfach einmal. Und zwar, ich würde gerne mal ein Schlachtfeld ausprobieren. Und zwar, wir müssen da mal Damager auswählen und let's go. Ich weiß wirklich nicht, ob das gut kommt. Also, ich habe das jetzt ewig damit gemacht und die meisten laufen sowieso mit so einer speziellen Rüstung umeinander, wo sie sozusagen mehr XP bekommen und immer eine der besten Rüstungen an sich dran haben, die es eigentlich gibt. Und das könnte noch ein bisschen scheiter werden, aber ich denke, wir probieren es jetzt einfach einmal und dann schauen wir mal, was da draus wird. So, voilà. Oh, dann nehmen wir gerade die zwei Fledermäuse aus dem Hand da, die sind uns da völlig im Weg, die Vampir-Fledermäuse. Dann haben wir nämlich auch gerade mal wieder etwas zum Kürschen. Da wir in der letzten Folge jetzt wirklich alles Mögliche in dem Aktionshaus eigentlich barrikadiert haben, also alles versucht haben zu verkaufen. Wie wir einen gesehen haben, habe ich schon wieder Post bekommen vom Auktionshaus, aber ich denke, um die können wir uns dann einfach später. Es sieht nämlich aus, als müssten wir da auf dem die Todesschneise. Da haben wir mehrere Maden unterwegs und wieder ein paar von diesen Geiselkannibalen. Aber die Frage ist jetzt eher, wo bekomme ich die Herzen? Faulen, grusige Herzen. So, ich drücke dem Fall mal ganz kurz nochmal drauf. Bringt faulende Herzen, Magistrix, Amelie in Tristeza. Die Frage ist jetzt einfach, ob man die wirklich einfach von denen bekommen. Ich würde sagen, wir probieren mal komplett einmal aus. He? So, und dann hoffe ich, dass es mit dem Schlachtfeld, wie lange sollte denn das dauern? Zeigt die Warteschlange, 1 Minute, das zeigt mir nicht an, wie lange wir schon in dieser Warteschlange drinnen sind. Aber von dem her würde ich sagen, warten wir einfach mal ab und schauen mal, wie lange das dauert oder wie lange das geht. Oh, da kommt gerade schon der zweite dazu. Können wir gerade mal schauen, ob man da... Macht das jetzt gut Damage oder sieht man? So, ich hoffe jetzt einmal, dass die uns eigentlich die faulenden Sachen droppen, weil es sieht irgendwie mega komisch aus, dass wir da keine Anzeige dazu bekommen. Gibt man... Nein, auch nicht, okay. Ah, jetzt greift uns schon der nächste Doppel an. Darf man ja eigentlich nicht sagen, ist unanständig. Aber was soll's, was soll's. Ich muss an dieser Stelle noch einen kleinen Real Talk machen. Ich bin in letzter Zeit wirklich sehr verwirrt. Aber das hat mit anderen Sachen zu tun. Doch, wir haben von ihm ein faules Herz bekommen. Alles klar, also in dem Fall einfach so viel wie möglich von den Geiseln töten. Ich bin in letzter Zeit wirklich sehr verwirrt und durcheinander. Und zwar mache ich momentan einen Entzug vom gemütlichen Räucheln. Ich darf jetzt nicht einmal erwähnen, von was. Und durch das bin ich zurzeit wirklich ein bisschen verwirrt. Also ich merke das ja selber, wenn ich am Aufnehmen bin, dass ich nicht so ganz bei der Sache bin oder nicht genau merke oder du weißt, was ich mache. Besonders ich bin momentan wirklich einfach durchgehend erschöpft und müde. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ich bin gestern Morgen um 1 ins Bett gegangen. Also die ersten 3 Nächte hat mir richtig weh da zum Schlafen. Dort habe ich wirklich praktisch gar nicht geschlafen. Bin immer nach 2 Stunden wach gewesen. Bin einfach nur total zerstört unterwegs gewesen. Nachher habe ich nicht mal mehr mögen eigentlich meinen Haushalt führen oder sonst irgendetwas in die Richtung. Das hat mich dann natürlich schon ein bisschen mögen. Aber jetzt momentan, es geht von Tag zu Tag besser. Ich bin jetzt circa seit über 1,5 Wochen wirklich clean und ich habe vorher jeden Tag 5 bis 6 Gibbets eigentlich reinlassen, könnte man mal so gut sagen. Ja, und jetzt hoffe ich eigentlich, dass ich das weiter so gut kann durchziehen und dass ich da wirklich keinen Rückfall mehr habe. Aber ich denke mir, das wird nicht der Fall sein, weil teilweise habe ich eigentlich sogar aufgehört wegen YouTube, weil ich mir einfach gesagt habe, hey, ich habe 1-2 Mal eine Folge versucht aufzunehmen und ich dann völlig benebelt war, würde ich jetzt einmal dem nennen. Und ganz ehrlich, es ist nicht das Wahre und YouTube macht mir dermaßen Spaß, egal ob jetzt ein paar Leute das Gefühl haben, dass ich komisch bin oder nicht so ganz bei der Sache bin oder was ist denn das für ein komischer Sepp? Ja, gefällt mir doch das YouTube machen ziemlich sehr. Ich habe das mega gern, wenn ich da meine Videos machen kann, etwas zu tun habe nebenbei, neben meiner beruflichen Ansicht. Und daher habe ich nur 2 faulende Herzen nach so viel... Oh mein Gott, das kann sich nur um Stunden handeln. Kreiselkannibalen. Ja, einfach an dieser Stelle ein kleiner Real Talk, dass es mir halt momentan wirklich... Dass ich vielleicht nicht so ganz bei der Sache bin oder nicht bei der Spur bin und ich hoffe, dass das eigentlich schnellstmöglich nachlässt, dass ich wieder mal mein Hirn wieder bei der Sache ist und mal ein bisschen die Realität, weil ich habe immer das Gefühl, ich bin so abseits von allem, also dass ich irgendwie, wie sagt man dem, benebelter bin als vorher. Also dass ich jetzt wirklich, wenn ich also das nüchtern sein eigentlich schon fast mein Neues drauf ist. Und ich hoffe eigentlich, dass das mit der Zeit nachlässt. Jetzt habe ich das wirklich auch schon seit einer Woche durch.
Heute geht es mir schon ziemlich gut. Ich habe gestern das erste Mal seit langem wirklich gut geschlafen. Jetzt haben wir das von Hungriger Aufbestandener bekommen. Ich schaue mit dem Fall. Die geben uns, glaube ich, in dem Fall kennen, wenn wir uns eher um die Hungrigen kümmern. Ich hoffe und denke, dass ich das wird durchheben und ich werde es durchheben. Und dass schnellstmöglich eigentlich mein Hirn mal wieder zu laufen kommt. Ja, das wäre eigentlich so ganz ein kleiner Real Talk am Rande, weil letztes Mal habe ich irgendwie eine Nachricht mitbekommen, wie mir jemand geschrieben hat, leck, ist der Typ komisch. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, ja, ich verstehe dich, ich komme mir selber momentan wirklich mega komisch vor. Und daher, an dieser Stelle, ja, lassen wir es mal so stehen. Wenn ihr Fragen oder so dazu habt, dürft ihr das mir gerne in die Kommentare schreiben, aber ich wollte eigentlich nicht grossartig mehr auf das Thema eingehen. Ich kann einfach nur kurz darauf aufmerksam machen und rate jedem an, wenn ihr wirklich die Versuchung habt, mal einen zu räucheln in die Richtung oder etwas, ja, dann schaut, dass es wirklich nicht jeden Tag wird oder sonst irgendetwas, weil es ist wirklich eine Qual, davon aufzuhören. Also für mich ist es wirklich eine gröbere Qual momentan. Ja, es ist wirklich Schlafmangel, erschöpft die ganze Zeit. Gestern habe ich irgendwie 12 Stunden geschlafen, bin dann trotzdem nicht mehr aus dem Bett rausgekommen, weil es mich einfach... Ich kann nicht mögen. Ich kann weder mögen Essen machen, noch mögen das machen. Gut, Hunger ist aber nebenbei auch noch so eine Sache. Ich habe keinen Hunger. Also es ist wirklich sehr schlimm, dass ich einfach wirklich gar keinen Hunger habe. Ich muss mich dazu zwingen, eigentlich etwas zu essen. Ja, also komm, jetzt lassen wir das Thema mal an dem Rand stehen. Wir schauen uns jetzt eigentlich um die faulenden Herzen da kümmern. Ich wollte eigentlich jetzt fest auf das Thema eingehen, aber ich habe gedacht, vielleicht ist es ja auf eine gewisse Art und Weise noch interessant zu hören, dass ich da versuche, etwas anders zu machen und dass ich halt vielleicht zu dieser Zeit auch nicht mein Kurzzeitgedächtnis ziemlich nachgelassen hat. Also wenn ich mir versuche, Sachen merken, das ist ziemlich eine heikle Situation, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also Sachen merken ist ganz schlimm. Ein Kollege von mir kann mir etwas sagen, 5 Sekunden später habe ich das schon wieder vergessen. Ich hoffe wirklich, dass es jetzt einfach mal langsam ein bisschen nachlässt und dass das langsam mit der Zeit auch alles wieder gut. So, wir haben bis jetzt 5 von den faulenden Herzen eingesammelt. Das sieht schon ziemlich gut aus eigentlich. Obwohl wir jetzt schon ziemlich abgeräumt haben da, muss ich sagen, ist das doch noch... Unser Leben geht recht zum Neigen, weil unsere Drachenfall... Gerade jetzt habe ich so viel geschnurrt, dass ich nicht einmal gemerkt habe. Das ist auch so etwas, also, dass ich nicht merke, dass mein Drachenfall tot ist eigentlich. So Zeug habe ich noch nie gehabt. Normalerweise bin ich voll im Spiel drin, bin voll da, verstehe, was ich mache. Momentan ist das wirklich einfach nicht so. Ja, aber ich bin einfach völlig verpeilt, würde ich mal sagen. Einfach völlig verpeilt und neben der Spur. So, komm jetzt, du gibst uns ein nächstes faulendes Herz. Also dann müssen wir schauen, dass wir sonst mehr auf die hungrigen Aufgestandenen gehen. Ich habe das Gefühl, die geben uns, jawohl, die faulenden Dinger geben uns mehr als die Geiselkannibalen. Das heißt, ich kümmere mich eher um die hungrigen Aufgestandenen. Ich habe mich jetzt auch die ganze Zeit gefragt, warum greift der eigentlich die ganze Zeit mich an, bis ich erst mal gemerkt habe, dass der Drache Falke wieder tot ist. Oh meine Güte. So, du hast uns auch kennengelernt. Ich frage, ob es uns einfach alle Untoten die würden geben oder ob das jetzt wirklich nur eine Sache ist von... Wie lange geht das eigentlich mit dem huren Schlacht? 7 Minuten sind wir schon im Schlacht drinnen. Und bis jetzt sind wir noch nicht drinnen. Okidok. Es könnte sich in dem Fall noch um Stunden handeln. Dann ist halt die Frage, ob ich das sogar dann überhaupt noch annehme von der Zeit her. Nicht, dass ich da irgendwie wieder... Hallo? Luzran und Faulbein. Die zwei haben wir ja mal als Quest gehabt, die haben wir ja mal müssen besiegen. Sind gerade hintereinander weg, so schön haben wir es natürlich nicht gehabt. Also der jetzt die Quest hat, herzlichen Glückwunsch. Du wirst es wirklich leicht haben. Ich begebe mich letztlich einfach langsam mal ein bisschen mehr dafür, dann können wir ja dann schauen, dass wir da ein bisschen mehr unten durchgehen. So. Das Einzige, was uns ja noch fehlt, sowieso sind dann die Quests, die wir da hinten abgeben. Ich habe gedacht, vielleicht kommen wir ja sogar noch eine Quest über, wo wir nochmal dort hinten gehen. Und da erwarte ich einmal noch bis ganz zum Schluss, ob wir dann nicht vielleicht noch irgendetwas tun. Schreckensknochen Schildwache, von denen habe ich noch gar keine gesehen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das sind komplett neue Figürchen da. Ich hab gedacht, was höre ich da von hinten so an mich ranzäckeln, du? Hei, hei, hei. Ich brauche ein Ziel. Voilà. Du auch Herzen? Nein, du eben nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, es sind mehr die schlechtender Aufstand. Sind jetzt auch wieder andere Figuren als die anderen. Erst etwas anvisieren. Ja, wir kommen wirklich... Die faulenden Herzen kommen wir wirklich sehr mager über. Aber es stört uns natürlich nicht, so kommen wir natürlich auch ziemlich gutes XP über. Und Leinenstoff. Leinenstoff gibt viel Gold und Gold ist eines meiner Lieblingsgegenstände in ganz WoW. So, auch im echten Leben ist Geld ziemlich gut und es lohnt sich immer etwas Kleines auf der Seite haben. So. Ich glaube, ich mache mich eher wieder in den Bereich hier oben rauf, weil da unten sind zweite, glaube ich sogar, sind die da am Abfarmen. Das ist natürlich ein bisschen blöd für uns. Dann schaue ich lieber, dass ich mich noch mal ein bisschen auf den Weg drauf mache.
Und ich hoffe jetzt auch von der Audioeinstellung, jetzt habe ich letztes Mal, ich bin wirklich auch mit der Audio immer ein bisschen unzufriedener, aber eben durch den neuen PC habe ich jetzt so viele Umstellungen machen, alles drum und dran, ich bin mir dann immer unsicher, ob es klappt oder klappt nicht. Und momentan ist mein Internet so am Arsch, irgendwie hat meine Mitbewohner mein Internet abgedrosseln lassen, dass wirklich ein Video über 2,5 Stunden dauert, um allein aufzuladen, dann kommt noch das Bearbeiten dazu, also etwa 4 Stunden lang allein brauche ich für eins Video, das mal da bin. Ist momentan ziemlich mühsam, ich bin jetzt in der Besprechung mit ihr, dass wir das mal komplett aufschrauben, weil das heisst für mich natürlich auch, dass das Livestreamen momentan nicht funktioniert, weil es würde nur laggen. Ich persönlich habe mich schon ein bisschen darauf vorbereitet. Ich habe mir dann zuerst gedacht, dass ich wahrscheinlich ein paar Spiele Warcraft würde spielen. Weil Warcraft wirklich ein geiles Spiel ist, besonders der Battle.net Browser, wo es so verschiedene Spiele gibt. Da kann man sogar noch Naruto-Spiele spielen oder Dragon Ball-Spiele und Hero Line Wars, wo dann so 2 gegen 2 musst du den ganzen Monster gegeneinander anschicken und du musst dich dann leveln und stärker werden und so. Ist schon ziemlich ein lustiges Spiel, also die Warcraft haben, kennen oder wissen, was ich meine. Ist wirklich ziemlich witzig, habe ich eher gedacht, dass wir das gegen den Anfang spielen. Wahrscheinlich dann ein bisschen auf League of Legends umsteigen. Also ich persönlich hoffe natürlich dann, dass ein paar Zuschauer dabei sind, die sogar würden dann mitspielen. Dass ich dann nicht allein muss spielen, sondern dass Live-Zuschauer wirklich mitmachen können. Dass wir dann miteinander zusammen können 1-2 Runden League of Legends zocken und später gegen den Abend zu habe ich dann vorgehabt, nochmal WoW zu spielen, eigentlich auf einem anderen Charakter. Und vielleicht sogar nochmal einen neuen anzufangen, in einem Livestream rein. Aber das sind alles so Sachen, die kommen halt mit der Zeit. Es funktioniert halt alles nicht so gerne, wie ich es hätte. Auch mit der Beleuchtung. In meinem Zimmer muss ich noch ein bisschen Gas geben. Beim letzten Mal hat es mir irgendwie komplett alles dunkel angesagt. Und momentan arbeite ich halt nur mit im Zimmerlicht. Ich muss jetzt schauen, dass ich heute will ich mich einmal auf den Weg machen nach Zürich. Stadt Zürich. Also ich persönlich wohne nicht in Zürich. Ich bin wirklich mehr abseits, ein bisschen auf dem Land raus. Weil mir das besser gefällt. Früher habe ich in Zürich gelebt, also eigentlich in Schwammerdingen. Und dann später bin ich sogar eine Zeit lang wirklich auf der Straße am Leben gewesen. Ich rede eigentlich nicht so gerne drüber, weil ich meine Vergangenheit gerne Ruhe lasse. Und durch das lasse ich es jetzt einfach mal so stehen. Jetzt momentan lebe ich auf dem Land mit meiner Mitbewohnerin und das läuft eigentlich ziemlich gut so und da bin ich natürlich ziemlich glücklich. Und jetzt hoffe ich doch, dass das alles mit der Zeit laufen kommt. Ich meine, ich mache es ja wirklich aus Spaß raus und nicht darauf, dass ich schnellstmöglich erfolgreich werde oder sonst irgendetwas, weil ehrlich gesagt, es geht mir am Arsch vorbei. Ich habe mich von Anfang an darauf eingestellt, dass ich eigentlich ein Schweizer YouTuber kann keinen grossartigen Erfolg oder Geld verdienen mit YouTube. Durch das, dass die YouTuber-Szene der Schweiz so klein ist, dass es eigentlich schon ein Wunder ist, dass ich 16 Abonnenten habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh um die 16 Abonnenten. Ich meine, jedes Mal, wenn ich einen Abonnenten dazu bekomme, bin ich halb jubelnd irgendwie im Zimmer so, nochmal ein Abonnent mehr, voll geil. Weil das eben für mich wirklich, ich finde das cool. Also ich finde es nicht geil, Fame sein, ich finde es nicht geil, irgendwann mal können vielleicht Geld damit verdienen, weil ich ehrlich gesagt das Gefühl habe, dass das gar nicht machbar ist. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, anstatt so viel Schnurren. Wir brauchen noch Wirbelknochenstäbe, das kommen wir gerade da oberhalb über. Ich würde sagen, wir kümmern uns um die Quest und nachher schauen wir uns mal die anderen 3 noch an. Okay. Könnte sogar möglich sein, dass wir die hätten gleichzeitig machen können. Jetzt bin ich glaube vielleicht sogar, hätte ich mein Hirn ein bisschen mehr einstellen. Aber wie gesagt, mein Hirn ist momentan manche. Komplett matsch. Ja, und jetzt hoffe ich eben, dass das alles mit der Zeit eigentlich ganz langsam kommt und dass ich vielleicht eine ganz kleine Community kann aufbauen kann, mit der ich zusammen zocken, meinen Spass haben. Und eben, ganz ehrlich, ich verdiene mein Geld an einer anderen Stelle und nicht da im Internet und habe es eigentlich auch nicht vor. Und ich glaube auch nicht, dass das als Schweizer YouTuber überhaupt möglich ist, Geld zu verdienen, besonders nicht als Let's Player oder Gamer, dass das wirklich möglich ist. Und daher, ich habe eigentlich wirklich mit dem Prinzip angefangen, dass es mir Spass macht und das wollte ich eigentlich auch so beibehalten. Und daher, ja, wäre es mal ein bisschen so gewesen von meinem Real Talk. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich bin natürlich offen für alles, außer meine Vergangenheit. Da rede ich eigentlich nicht so gerne drüber, weil ich sehr viele Schicksalsschläge in meinem Leben erlitten habe, die mich dann dazu getrieben haben, dass ich sehr viel Scheiße in meinem Leben geboxt habe und sehr viel Scheiße gemacht habe, die ich heute nicht mehr rückgängig machen kann und sehr bereue. Und daher, ja, bin ich eigentlich nur schon froh, dass ich heutzutage mein Geld wieder verdiene, dass ich Bleiben habe, also ein Dach über dem Kopf und dass ich in Ruhe meine YouTube-Videos machen kann und langsam immer weiter gute Fortschritte machen mit Audioqualität, mit HD-Qualität und so weiter und so fort. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Knochenstäbe kommen mir nicht so ganz von denen über. Ich bin mir da langsam ziemlich unsicher. Ich habe jetzt gedacht, da müssen wir wahrscheinlich dann auch einfach irgendwie ein paar von denen aus. Mal ganz kurz durch. Bringt es in Einheit einen Wirbelknochenstab zum Max Amine? Aber wir haben ja schon einen eingesammelt, also in dem Fall sieht das doch so aus. Schau ich mal, ob wir die von der Skelett eher bekommen.
sind halt jetzt noch recht lange Quests eigentlich so, wenn wir das so anschauen mit dem Abfarmen von diesen vielen Untoten. Aber schaut das an, unser EP ist so drastisch gestiegen. Meine oh, heilig. Meine armen Drachenvolken. Jetzt hätte ich sie schon wieder ab dann gehen lassen. Tut mir wirklich mega herzlich leid, meine lieben Drachenvolken. So, ganz kurz Concentration, damit wir da nicht sterben. So, voilà, jetzt hoffe ich doch, dass ich da noch irgendwie noch einen Staub von denen bekomme. Windwacher auch verständigt. Auch nicht. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Also im Gebiet innen sind wir eigentlich, wo es den Knochenstaub sollte geben. Aufsammeln sehe ich da eigentlich so weit nichts. Also es ist nichts, was wir aufsammeln müssen. Bedeutungsweise, es müssten eigentlich, ja, es müssten eigentlich die Manöckel sein, die ich hier auseinandernehme, die uns die Knochenstaub droppen. Droppen bedeutet so viel wie uns, wenn sie sterben, die Materialien, die sie drin haben, das ist ein Drop. Und dass ich das einfach mal auch noch kurz erklärt habe, ich erkläre auch mal gerne immer wieder ganz kurz, weil ich immer natürlich in der Hoffnung bin oder denke, dass ich es vielleicht auch ein, zwei Leute anschaue, die gar nicht rauskommen von WoW und vielleicht dann durch das auch noch einen kleinen Einblick bekommen. Weil ich weiss, als ich 13 war, habe ich mir natürlich auch immer wieder Let's Plays angeschaut, so ein Spiel, das ich nicht leisten oder gar noch nicht spielen durfte, habe ich mir natürlich immer im Internet angeschaut, trotzdem mal noch mit Commander Krieger, einer der berühmteren YouTuber, ich glaube sogar der grösste, bis er dann mal den Elatrix gross gemacht hat. Dann war der Dana, der Unge mit ihrer Longboard-Tour und so weiter und so fort. Also ich bin wirklich sehr lange schon in der YouTube-Szene drin. Und darum habe ich eigentlich auch so Freude daran können, ein bisschen meiner Vorbilder eigentlich nachzugehen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, YouTuber sind bis jetzt immer schon meine ganz grossen Vorbilder gewesen, besonders mit ihrer Gelassenheit, wie sie mit dem ganzen... Also warte mal schnell, das sind Schreckenknochenskelette, also wir müssen schauen, dass wir mehr von diesen Schreckenknochenskelette sehen, der Taurusfänger, wir schauen in dem Fall, dass wir wirklich mehr von diesen Schreckenknochenskelette auspicken. Jetzt haben wir nämlich schon zwei, ich habe irgendwie das Gefühl, wir kommen sie eher von denen über, wie das sieht. Voilà. Kommt schon ziemlich gut. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr mit meinem Leben zugequatscht. Das ist aber schon meine bisschen Angst. Ich wollte nicht zu viel von mir preisgeben. Aber vergangenheitmäßig. Zukunftmäßig bin ich immer mit dabei. Da erzähle ich immer wieder liebend gern. Also eben, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendetwas, einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde es entweder im Video beantworten oder sogar in den Kommentaren selber. Weil, wie gesagt, ich würde mich persönlich freuen, wenn wir uns ganz eine kleine Community, Schweizer Community aufbauen können, mit der wir immer wieder zusammen zocken, besonders eben mal League of Legends oder eine kleine Gilde können öffnen. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen schlau gemacht, wie das dann mit der Gilde funktioniert. Ich habe jetzt nicht gecheckt, dass das eigentlich nur eine Community ist, die ich hier aufgemacht habe und keine Gilde, sondern für eine Gilde müsste ich mir mehrere Unterschriften sammeln, 8 Unterschriften. Und für das müsste ich eine Schriftrolle, für das müsste ich irgendwie auch zahlen. Und wenn ich die 8 Unterschriften habe von verschiedenen Spielern, erst dann kann ich eigentlich mit denen eine Gilde aufmachen. Und durch das muss ich sagen, eben, für das bräuchten wir auch zuerst einmal Leute, die da mitspielen, die da mitmachen und die überhaupt Interesse haben, sich dieser kleinen Community anzuschliessen. Unserer Community, Schweizer Community. Nummer 3! Das heisst, wir müssen uns wirklich mehr um die komischen Skelette kümmern, aber ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass von diesen viel da umeinander hat, wenn ich jetzt ehrlich bin. Gut, da unten hat es natürlich dann nochmal viel mehr. Ich bin mir jetzt wirklich am Überlegen, komm, wir machen uns jetzt einfach mal komplett auf den Weg dort oben. Ich habe das Gefühl, da oben droppen da nicht so viel von diesen Wirbelknochenstaub. Jodliti, los geht's. Da auf unserem... Was ist das eigentlich? Falkenschreiter. Das ist ein Falkenschreiter. Das sind Drachenfalken und wir sind gerade unterwegs auf unserem Falkenschreiter. Ich mache mich den Fall da neben drauf weg. Vielleicht sehen wir da irgendwo gerade noch ein paar von diesen komischen Rittern, die wir damit auseinandernehmen. Skelettritter. Benenne jetzt so, ich weiss, sie heißen anders, aber ich benenne jetzt auch. Hier oben hätten wir nochmal so eine Bachkatze. Komische Bachkatze. So. Da haben wir auch wieder gut Leinenstoff eingesammelt, wie auch Wolfsstoff. Ich würde mal behaupten, dass das wahrscheinlich gut verkauft worden ist. Das müssen wir uns dann halt noch anschauen, sobald wir wieder so einen Postum. Ich weiss gar nicht, wie wir die nennen, ganz ehrlich. Das nennt immer Postautomat. Und ein Postautomat ist ja eigentlich dort, wo man seine Postkarte rein tut und Geld rauslässt. Brief. Wie nennt man das? Wenn ihr das wisst, bitte schreibt es mir in die Kommentare, sonst werde ich noch völlig wahnsinnig. Ich mache mir nämlich schon seit 2-3 Tagen Gedanken darüber. Und ich habe eben, wie erwähnt, mein Kopf ist völlig manche. Ich habe ab und zu das Gefühl, ich habe sogar Wörter, die ich früher gebraucht habe, sind völlig verschollen gegangen und ich kann ab und zu nicht einmal wirklich mich richtig ausdrücken. Aber ich denke, das wird jetzt innerhalb der nächsten 1 bis 2 Wochen kommen. Und in den nächsten 1 bis 2 Wochen schaue ich auch, dass ich da irgendwie hinten dran ein paar Lichter mache. Das kann ich jetzt eben heute noch in Zürich anschauen, dass ich ein paar Lichter mache, damit die Gesichtsbeleuchtung besser ist. Ich werde mir natürlich dann noch eine bessere Webcam zulegen. Momentan habe ich halt wirklich ganz billige Logi-Webcam, was ziemlich schade ist. Ich weiss halt nicht, ob das über eben Leute interessiert. Aber
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiss, dass etwa 3 bis 4 Leute zulässig, sage ich jetzt mal zuversichtlich, die Videos schauen, obwohl sie immer 10 bis 20 Klicks haben. Also ich sage jetzt mal 10 bis 20, das ist eigentlich sogar noch gut gesagt. Und daher, danke schon mal an euch 3, 4, 5, die da immer fleissig mitschauen und mich unterstützen eigentlich in meinem kleinen Projekt YouTube. Und es wird dann allgemein sowieso noch mehr Let's Plays dazukommen, sobald dann mal mein schnelleres Internet da wird sein. Versuchen wir jetzt gerade den mal da hinten zu picken. Das da hinten sieht man ziemlich great da mit dem Bogen rundherum. Eigentlich könnten wir uns das mal noch anschauen. Genau, das ist die Stelle, die wir gar noch nicht erforscht haben. Das könnte aber natürlich gut sein, dass wir dort hinten nochmal eine bösere, gute Quest bekommen. Sieht da mit dem grünen Schleim da hin. Ich weiß gar nicht, ob man das gut sieht. Aber ich muss behaupten, die Videoqualität ist drastisch gestiegen, sehr gut gestiegen. Ich versuche jeden Tag ein bisschen mal schauen, was man noch ändern kann, wie man es ändern kann. Bei der Audio bin ich momentan wirklich auch ein bisschen verzweifeln. Ich hoffe immer, dass ich es eigentlich einigermaßen gut anbekomme. Und hoffe, dass es mit der Zeit immer besser und besser. So, voilà. Dann haben wir heute ja richtig eine längere Folge Real Talk gemacht, würde ich jetzt einmal sagen. Aber dafür haben wir jetzt wirklich auch längere Quests gehabt, wo wir da jetzt nicht gut vorankommen. Doch, auf da hinten, also, ich muss ganz ehrlich sagen, dazu finde ich jetzt eigentlich, die Todesfestung wäre da. Todesfestung heisst das? Nein. In dem Gebiet habe ich jetzt einiges mehr Knochen gefunden als da oben und wenn wir wirklich dann schauen, dass wir ein paar von diesen Knochenskeletten aufsammeln, also besiegen. Und das ist auch so etwas. Ich habe immer wieder Angst, was ich sage im YouTube. Ich bin immer wieder am Aufpassen und versuche eigentlich immer andere Wörter zu brauchen, als ich normalerweise brauchen. Das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Aber irgendwie muss ich mich daran gewöhnen. Einfach ich selber. Nicht gross nachdenken, sondern einfach ich selber sein und hoffen und tun. So. Ich uns gerade kennen. Dann schauen wir, dass wir gleich da noch. Ich würde jetzt mal sagen, wir tun jetzt da wirklich mal noch ein paar von diesen Schreckensknochenschildwachen kaputt machen. Da haben wir nochmal einen von diesen Wirbeln. Hier vorne haben wir gerade mal nochmal einen. Ich muss mehr heran. Come on! Ich brauche ein Ziel. Jawohl, also 7 Stück haben wir schon mal. Jetzt kommen wir besser voran. Ich habe aber jetzt gerade keine Lust, gegen die da zu kämpfen. Dann versuche ich mich jetzt da Volksschreiter da um die rundherum zu bringen. Zu dem da. Den haben wir dann auch nochmal einen. Mich nervt das jetzt, wenn ich die auch noch mit irgendwie. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt von da aus mal den zu picken. Lassen wir den auf uns zukommen, dann unsere Drachenfolge. Ah doch, der greift uns trotzdem auch noch an. Aber der hat mich im Visier. Dann würde man sagen, dann wir da gerade mal den Fokus ändern. Voilà. Ich habe kein Ziel. Jetzt haben wir auch schon fast nur durch die Quests erledigen, wirklich fast schon wieder ein Level abbekommen. Also nur leider das Monster töten, das ist natürlich ziemlich geil. Sag ich natürlich nicht nein. So, den haben wir nochmal das zweite. Es ist halt die Frage, ob ich da einmal rundum raise oder mich versuche da einmal rundum zu machen. Weil wir wirklich nur ein Monster für unser Level ab und mindestens ein Level ab pro Folge, das muss sein. Sonst bin ich selber enttäuscht von mir. Und das Schlachtfeld-Zeug da, zufälliger Schlachtfeld, ganz ehrlich, ich bin jetzt in 22 Minuten da in der Warteschlange rein. Aber ich kann es fast nicht glauben. Ich glaube, dann stellen wir uns lieber mal wieder an den nächsten Dungeon. Dort sieht das schon wieder ein bisschen besser aus. Von der Warteschlange her. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass ich mir das Ganze mal antun und anschauen und ob wir vielleicht sogar positiv rausgehen können und die ganze würden sterben. So, wir haben Level Up erreicht. Level 36. Nice, wir haben Tierfalle bekommen. Was ist denn das? Tierfalle. Ich habe zuerst gelesen Tierfalle, aber es ist Tierfalle. Schleudert eine Tierfalle an den Zielort, die 30 Sekunden lang sich herum eine Tierpfütze mit einem Radius von 8 Meter befindet. Sobald ihr sie ersten Gegnern nähert, Bewegungsgeschwindigkeit aller Gegner wird um 50% verringert, solange sie sich im Effektbereich befinden. Die Falle bleibt 1 Minute lang bestehen. Also wir haben nochmal einen Effekt bekommen, wo wir da Geschwindigkeit runterdrosseln können. Ah, das ist eine Falle wie die da eigentlich. Jetzt haben wir so wie 2 Fallen zur Verfügung. Das ist natürlich ziemlich nice. Jetzt würden die eigentlich da für 50% Geschwindigkeit geringert werden und da würden die gefangen werden. Wir könnten das eigentlich jetzt gerade mal noch schnell mit einem ausprobieren. Nein, Drachenfalken, lernen auf mich zukommen. Ah, Mann. Ich wollte eigentlich gar nicht wollen, dass ihr ihn jetzt anstürmt, aber ich glaube, ich muss mich da auch mehr drauf konzentrieren. Kann ich da jetzt einfach mal... soll ich das ausprobieren? Oh Mann. Warte, ich probiere es gerade mal da.
Okay, und dann explodiert die da und dann tut sie dingseln und mit dem könnten wir es dann einmal einführen. Also, dass wir wirklich gut können auf Abstand bleiben gegenüber Gegnern. Das ist natürlich ziemlich nice, sage ich auch nicht nein. So, dann haben wir da nochmal ein Foul ans Herz bekommen. Aber ich würde sagen... Komm, den schnappen wir uns noch. Den schnappen wir uns noch, die kleine, fiese... Piep. So, da hinten haben wir auch gerade nochmal noch einen. Sagen. Ich würde sagen, das war jetzt aber ein nice Move von meiner Stelle. So, jetzt haben wir 9 von 10. Ich mache jetzt die Quest noch fertig und dann würde ich sagen... Ich bin außer Reichweite. Machen wir mal ganz einen kurzen Cut für die nächste Folge. Die Folge habe ich ja ziemlich viel Real Talk begangen. Ein bisschen von mir preisgeben. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Dann freue ich mich natürlich jedes Mal wie ein kleines Kind, wie ich schon erwähnt habe. Ich bin jedes Mal im Zimmer so, yeah, voll cool. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen, oder? So, dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier 2 Quests erledigt. Ziemlich gut, wir haben sogar noch das Level-Up. Nur durch leider die Erledigung, also durch das Töten von diesen Monstern bekommen. Dann haben wir einen grossen Spinnenweber. Okidok. So, an dieser Stelle würde ich sagen, danke vielmals fürs Einschalten, danke vielmals fürs Zuhören, sorry fürs viele Schnurren. Und wir sehen uns in dem Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es heisst, eine Runde WoW mit eurem Schweizer. Danke und ciao!